SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Sonntag, der 12. April, Tag der Entscheidung in Ungarn. Bei den Wahlen heute geht es um die Frage, ob die Regierung von Premier Viktor Orbán nach 16 Jahren an der Macht weiter regieren kann. Die Reportage aus der Hauptstadt Budapest gleich als erstes. Dann, nachdem Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA in der Nacht gescheitert sind, kündigt Präsident Trump an, die Straße von Hormuz blockieren zu wollen. Wir fragen nach bei unserer USA-Korrespondentin, was er damit bezweckt und welche Optionen den USA bleiben. Und wir wollen wissen, wer hat denn nun das Sagen in Teheran? So in a way, the Islamic Republic, even though its facade is still a theocracy, but is in practice a militarized system. Der Krieg habe die geistlichen Kräfte weiter in den Hintergrund gedrängt. Eigentlich sei der Iran heute ein Militärregime, sagt dieser Iran-Experte. Und während in den USA die Politik auf nationaler Ebene sehr polarisiert ist, funktioniert die Zusammenarbeit über Parteigrenzen auf Ebene der Bundesstaaten oft gut. Wir schauen uns an, was die Schweiz davon lernen könnte. Ungarn entscheidet heute über seine Zukunft. Es ist in erster Linie eine Wahl zwischen dem Premier Viktor Orbán, der das Land seit 16 Jahren regiert und dabei sehr russlandfreundlich auftritt und sehr kritisch gegenüber der EU, und dem Herausforderer, Oppositionsführer Péter Magyar, der Orbán Misswirtschaft vorwirft und der Wählerschaft einen Wandel verspricht. Der Wahlkampf war intensiv bis spektakulär, bis zum Schluss. Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber war in Budapest unterwegs. Russen raus, skandiert eine geschätzt 200.000-köpfige Menge am Freitagabend auf dem Heldenplatz in Budapest. Die vorwiegend jungen Menschen sind gekommen, um die Auftritte ungarischer Rockmusiker zu erleben, unter dem Motto „Stürzt das System". Mit der engen Zusammenarbeit ihrer Regierung mit Moskau sind sie nicht einverstanden. Musik scheint an diesem Abend Nebensache. Den wohl größten Applaus erhalten ein Polizeiermittler und ein Armeehauptmann. Die beiden waren in den letzten Wochen an die Medien gelangt mit Enthüllungen über die desolaten Zustände im Militär und die Machenschaften der Politik. Ein bemerkenswerter Anblick. Da steht ein Schrank von einem Mann in Tarnuniform auf der Konzertbühne, spricht von Ehre und von einer moralischen Entscheidung, die er getroffen habe, und wird von der Jugend frenetisch gefeiert. Das kann Premier Viktor Orbán nicht stehen lassen. Am Samstagabend bei seiner Abschlusskundgebung auf dem Burgberg der Hauptstadt wirbt er um die Gunst des Volkes, immer wieder unterbrochen von Viktor, Viktor-Rufen. Die Jugend warnt Orbán vor politischen Abenteuern. So etwas sei in diesen gefährlichen Zeiten nicht angebracht. Wenn schon Rebellion, dann solle die sich gegen Brüssel richten, so der Premier. Doch nur wenige Menschen sind gekommen, um ihm zuzuhören, ein paar tausend wohl, und die Viktor-Jubelrufe verhallen in der Menge. Am Sonntagmorgen herrscht in der Budapester Innenstadt scheinbare Ruhe. Doch das täuscht. Viele sind unterwegs zum Wahllokal. Die Stimmbeteiligung erreicht schon früh Rekordhöhen. Vor einem Hauseingang stoßen wir auf eine fröhliche Gruppe. Ihr ganzer Wohnblock habe für die Opposition gestimmt, sagen sie. Azért meg kicsit hosszú. Azért, mert nem szeretem, ami történt itt Magyarországon. Tehát a korrupció. Es gefalle ihr nicht, was aus dem Land geworden sei, sagt die 72-jährige Maria. All die Skandale um Korruption, um Pädophilie und dass gewisse Leute zu kleinen Königen geworden seien. Sie erschreckten die Leute mit erfundenen Bedrohungen, ergänzt die 78-jährige Eva. Vor einem Kindergarten, der als Wahllokal dient, sprechen wir einen älteren Mann an, der mühsam am Stock geht. Er sagt mit erstickter Stimme: Nekem bőven elég volt a 16 év, és most
ellenük fogok szavazni. 16 Jahre Orbán seien genug. Er stimme gegen ihn für die Freiheit. Ganz anders sieht das Gottfried, den wir im Wahllokal treffen. Er stimme definitiv nicht für die Leute der Oppositionspartei Tisza. Én részemről a Tiszára nem. Eléggé bemutatta magát itt a Die erzählten Lügen, sagt er, und sie inszenierten sich sogar mit einem Konzert. Dieses hat ihm gar nicht gefallen. Er wohnt in der Nähe des Heldenplatzes und konnte wegen des Lärms kaum schlafen. Die Urnen schließen um 19 Uhr. Mit aussagekräftigen ersten Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet. Sobald diese Zahlen vorliegen, informieren wir Sie laufend auf der SRF News App und in unseren regelmäßigen Nachrichten-Updates. Und ein solches gibt es auch gleich jetzt. Da geht es zuerst um eine Waffenruhe, die ihrem Namen nicht wirklich gerecht wird. Olivia Limacher. Eigentlich sollten die Waffen im Ukraine-Krieg dieses Wochenende schweigen. So haben es Russland und die Ukraine abgemacht anlässlich des orthodoxen Osterfestes. Seit die Waffenruhe gestern Nachmittag in Kraft trat, kam es gemäß den beiden Ländern aber zu etlichen Verstößen. Sowohl Russland als auch die Ukraine melden, sie hätten mehrere hundert Angriffe während der Waffenruhe verzeichnet. Allerdings teilten die ukrainischen Behörden mit, es habe insgesamt weniger Opfer und Zerstörung gegeben als an üblichen Tagen. Russland wiederum verzeichnete keine ukrainischen Angriffe auf die Ölindustrie, die für die russische Kriegswirtschaft wichtig ist. Um Mitternacht läuft die sogenannte Osterwaffenruhe aus. Der russische Regierungssprecher kündigte heute an, die Angriffe auf die Ukraine würden danach weitergehen. Dies, weil die Ukraine die Bedingungen von Russland für einen Frieden nicht erfülle. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte vorgeschlagen, die 32-stündige Waffenruhe zu verlängern. Er sagte, das wäre ein wichtiger Schritt für weitere Gespräche. Die steigenden Benzinpreise wegen der iranischen Blockade der Straße von Hormuz wirken sich auch auf den italienischen Schiffsverkehr aus. So warnen 2 italienische Reedereien davor, dass es bei gewissen Verbindungen zu Einschränkungen kommen könnte, sollte die Politik nicht etwas gegen die Treibstoffpreise unternehmen. Es könnte zu Unterbrüchen oder zu weniger Fahrten kommen. Schlimmstenfalls würden bestimmte Verbindungen gar nicht mehr angeboten, sagen die Verbände der Tageszeitung Corriere della Sera. Grund für die höheren Treibstoffpreise ist der Krieg im Nahen Osten und die iranische Blockade der Straße von Hormuz. Die Meerenge gilt als eine der wichtigsten Routen für den weltweiten Öltransport. In Zürich, Basel und Genf müssen Fluggäste morgen abklären, ob ihre Flüge tatsächlich stattfinden, denn diverse Flugverbindungen von und nach Deutschland sind gestrichen. Der Grund ist ein weiterer Streik bei der Fluggesellschaft Lufthansa. Betroffen sind zum Beispiel mehrere Verbindungen nach Frankfurt und München, aber auch solche nach Hamburg oder Berlin. Die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa und mehrerer Tochtergesellschaften in Deutschland wollen am Montag und Dienstag die Arbeit niederlegen. Grund ist ein Streit über Renten und Löhne. In der Nacht haben Demonstrierende in der Stadt Bern Sachschäden in der Höhe von mehreren 10.000 Franken angerichtet. Die Polizei sagt, mehrere hundert Personen seien vom Gaswerkareal zur Reitschule gezogen. Sie hätten dabei mehrfach Pyrotechnik gezündet. Die Kundgebung war nicht bewilligt. In Haiti sind bei einer Massenpanik mindestens 30 Menschen gestorben. Die Behörden des Karibikstaates sagen, das Unglück habe sich am Eingang der historischen Zitadelle La Ferrière in der Stadt Milo ereignet. Die Panik brach demnach aus, als starker Regen einsetzte und sich die dicht gedrängte Menge in Bewegung setzte. Viele Menschen seien an engen Zugängen niedergetrampelt worden und erstickt, sagte der Bürgermeister der Stadt der Zeitung Miami Herald. Auslöser des Andrangs war ein über soziale Medien beworbenes Treffen, das nicht von den Behörden genehmigt worden war. Die haitianische Regierung kündigte Ermittlungen an. Zum Sport. Hölle des Nordens oder Königin der Klassiker nennt man das Radrennen Paris-Roubaix im Norden Frankreichs. Und in puncto Dramatik war die diesjährige Ausgabe kaum zu überbieten. Felix Renkli. Der Belgier Wout van Aert krönt sich zum ersten Mal zum Sieger von Paris-Roubaix in einem äußerst wilden Rennen. Es gibt kaum einen Favoriten, der wegen eines Defekts sein Rad nicht wechseln muss.
Der Weltmeister Tadej Pogačar aus Slowenien sogar 3-mal und dennoch biegt er am Ende zusammen mit Wout van Aert aufs Velodrom von Roubaix ein und sprintet gegen diesen um den Sieg. Pogačar, diesen wahren Champion so zu schlagen, der ihm das Leben in diesem Rennen so schwer gemacht habe, sei äußerst speziell, sagt Wout van Aert. Honestly, there's no more beautiful way than going to the line with the world champion. The word says itself, but he's a true champion, and he gave me such a hard time. Beating him in the sprint mano a mano is something really special for me. Hinter Van Aert und Pogačar wird der Belgier Jasper Stuyven Dritter und der Schweizer Stefan Bisseker starker Achter. Für das Wetter zum Wochenstart zurück zu Olivia Limacher. Morgen ist es bewölkt, stellenweise regnet es, am meisten auf der Alpen-Südseite. Die Höchstwerte liegen um 11 Grad im Norden und 15 Grad im Süden. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF, so geht's bei uns weiter. Wir schalten zu unserer Korrespondentin in den USA und fragen, welche Optionen der Trump-Regierung im Iran-Krieg bleiben. Wir blicken auf den Iran und wollen wissen, wie der Krieg die Machtstrukturen in Teheran verändert hat. Und wir begleiten eine Delegation von US-Politikern bei ihrem Besuch in Zürich und fragen, was Schweizer Kantone von US-Bundesstaaten lernen könnten. Außerdem im Fokus Afghanistan. Das Taliban-Regime hat das Land in einen Gottesstaat verwandelt, doch innerhalb der Gruppierung gibt es Spaltungstendenzen. Thema der aktuellen Ausgabe von International, dieses Wochenende im Radio oder jederzeit dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Die jüngsten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind ohne nennenswerte Ergebnisse zu Ende gegangen. Man liege bei zentralen Punkten zu weit auseinander, um eine Einigung zu erzielen, war nach den Gesprächen zu vernehmen. Bei diesen zentralen Punkten dürfte es einerseits um das iranische Atomprogramm gehen, andererseits um die Straße von Hormuz, eine wichtige Handelsroute, die der Iran seit Kriegsbeginn weitgehend geschlossen hält. Nun hat US-Präsident Donald Trump verlauten lassen, er wolle die Straße von Hormuz seinerseits per sofort blockieren. Frage jetzt an USA-Korrespondentin Barbara Golbi in Washington. Was ist von dieser Ankündigung zu halten? Diese Ankündigung ist momentan vor allem ein neues politisches Druckmittel. Wie die Umsetzung konkret aussieht, ist noch offen und gleichzeitig auch hochriskant. Trump drohte denn auch bereits mit massiver militärischer Gewalt für den Fall von Angriffen auf US-Kräfte oder zivile Schiffe. Trump spricht nun vorerst eben von einer Blockade. Gleichzeitig verspricht er aber auch längerfristig die Kontrolle über die Straße von Hormuz übernehmen zu wollen und so die Öffnung zu garantieren. Eine Blockade der Straße von Hormuz ist auch völkerrechtlich heikel und verstößt gegen das UNO-Seerechtsübereinkommen. Das gilt für den Iran wie nun auch für die USA. Also Stand jetzt will Trump vor allem Stärke demonstrieren und auch, dass er Ergebnisse sehen will und im Moment nicht weiter verhandeln will. Die USA waren ja nach dem Ende der Verhandlungen letzte Nacht sehr absolut. Das, was jetzt auf dem Tisch liege, das sei das letzte Angebot. Da gibt es also keinen Spielraum für Kompromisse. Offiziell nicht, doch ohne Kompromisse bleibt die Situation in einer Sackgasse. Sowohl die Verhandlungen gestern in Islamabad wie auch die Gespräche vor dem Angriff auf den Iran in Genf sind genau an solchen Maximalforderungen gescheitert. Schaut man zurück in der Geschichte auf das Atomabkommen aus der Zeit von Präsident Barack Obama 2015 mit dem Iran, zeigt sich, das war ein Abkommen voller Kompromisse in der Kernfrage des Atomprogramms des Iran. Trump hat dieses Abkommen wiederholt als eines der schlechtesten Abkommen aller Zeiten genannt und es bereits in seiner ersten Amtszeit aufgekündigt. Dabei ist auch nicht zu vergessen, selbst dieses Abkommen mit Kompromissen, selbst diesem Abkommen sind rund 2 Jahre intensiver Verhandlungen vorausgegangen. Die zentrale Lehre daraus ist, schnelle Lösungen gibt es in diesem Konflikt nicht und ohne Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten wird es keine nachhaltige Lösung geben. Ohne Kompromisse geht es nicht, sagen Sie. Die US-Blockade der Straße von Hormuz tönt aber eher nach Konfrontation. Wo stehen die USA in dieser Güterabwägung?
Ja, militärisch könnten die USA die Situation erneut eskalieren lassen, doch der bisherige Verlauf zeigt auch, militärischer Druck allein genügt nicht. Trotz massiver Angriffe hat der Iran seine Position nicht grundlegend geändert. Die von den USA erwartete oder zumindest erhoffte Kapitulation des Iran blieb aus. Die USA mit Pentagon-Chef Pete Hegseth und Präsident Trump haben trotzdem von einem überwältigenden Sieg gesprochen. Eine weitere militärische Eskalation wäre deshalb auch politisch und natürlich auch wirtschaftlich ein sehr riskanter Schritt. Also es geht um Glaubwürdigkeit, aber auch um Energiepreise. Auch die Inflation ist zuletzt wieder gestiegen in den USA. Washington muss also abwägen zwischen Stärke demonstrieren und Stabilität sichern und bewegt sich dabei im Moment auf einem sehr schmalen Grat. Wie fallen denn heute die politischen Reaktionen aus auf diese Zwickmühlensituation? Ja, die politischen Reaktionen sind gespalten und die Nervosität ist in Washington deutlich spürbar. In den US-Sonntagmorgen-Shows auf verschiedenen TV-Sendern wurden die gescheiterten Iran-Verhandlungen und Trumps Hormuz-Drohung intensiv thematisiert und die Standpunkte widerspiegeln, was sich schon zuvor abgezeichnet hatte. Also selbst innerhalb der Republikanischen Partei gibt es eine Spannung zwischen denjenigen, die Trumps harte Linie verteidigen und denjenigen, die sich zunehmend Sorgen machen über die Konsequenzen, während Demokratinnen und Demokraten das Vorgehen von Donald Trump scharf kritisieren. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war USA-Korrespondentin Barbara Golbi in Washington. Dass die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ohne Ergebnis zu Ende gegangen sind, ist an sich keine große Überraschung. Die Ausgangslage war schwierig und laut dem iranischen Außenministerium fanden die Gespräche in einer, Zitat, Atmosphäre des Misstrauens statt. Verhandlungsführer auf iranischer Seite war Parlamentssprecher Mohammed Bakr Khalibaf, ein Mann, der den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht. Und das wirft die Frage auf, wer hat heute im Iran tatsächlich das Sagen? Nahostkorrespondent Thomas Gutersohn. Regimewechsel war das erklärte Ziel der Amerikaner, als sie Ende Februar zusammen mit der israelischen Luftwaffe den Iran angegriffen haben. Bei den Angriffen wurde der mächtigste politische und religiöse Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet und mit ihm starben weitere hohe Mitglieder des Regimes. Das habe zwar einiges in der iranischen Machtstruktur verändert, aber nicht so, wie sich Washington das vorgestellt hatte, sagt Ali Weiss, Iran-Experte bei der Denkfabrik International Crisis Group. Well, the war has done two specific things to the power dynamics in Iran. Der Krieg habe die Machtstruktur im Iran in zweierlei Hinsicht verändert. Einerseits habe sich das Machtzentrum vom obersten Führer vollends zu den Revolutionsgarden verschoben und zweitens seien die getöteten Anführer der Garden durch sehr viel radikalere Figuren ersetzt worden. So in a way, the Islamic Republic, even though its facade is still a theocracy, but is in practice a militarized system. Das Resultat, die Islamische Republik sei nur noch der Fassade nach eine Theokratie, in Wahrheit sei sie heute ein Militärregime. Dieser Wandel habe aber nicht allein in den letzten Monaten stattgefunden, sondern sich über die letzten 40 Jahre entwickelt, sagt Ali Weiss weiter. So over the course of the past 4 decades, the clerics were gradually losing more power as the Revolutionary Guards was gaining more influence inside the country. Die Revolutionsgarden hätten über Jahrzehnte eigene Wirtschaftskonglomerate, Medienunternehmen und Banken aufgebaut. So seien sie zu einem immer zentraleren Akteur in der iranischen Politik geworden, sagt Weiss. Die amerikanisch-israelische Offensive habe ihnen nun aber den letzten entscheidenden Schub zur Macht gegeben. So in fact, what President Trump and Prime Minister Netanyahu have achieved is to make the Revolutionary Guards king in Iran. Durch den Tod des langjährigen Führers Ayatollah Ali Khamenei ist die religiöse Führung des Landes maßgeblich geschwächt. Obwohl auch er den Hardliner nahestand, war er doch die letzte Instanz, die den Revolutionsgarden Einhalt gebieten konnte. He was holding back Revolutionary Guards. He had held back the country from crossing the Rubicon and develop a nuclear weapon. So habe er es verhindert, Uran so weit anzureichern, damit es für den Bau von Atomwaffen verwendet werden konnte. Dieser Entscheid sei ein politischer gewesen, denn der Iran verfüge über die Fähigkeit und das Wissen dazu, so Weiss. Khameneis designierter Nachfolger, sein Sohn Mojtaba, habe dagegen deutlich weniger Autorität.
Zudem fehle von ihm bislang jedes Lebenszeichen. But even if he survives and eventually re-emerges, he would have to be subservient to the Revolutionary Guards. Und selbst wenn der neue oberste Führer wieder auftauchen würde, wäre er auf lange Zeit den Revolutionsgarden unterstellt, sagt Ali Weiss von der International Crisis Group. Das Nachsehen haben aber vor allem die pragmatischeren Kräfte in der iranischen Politik. Diese stünden nun vollends im Abseits, sagt der Iran-Kenner. So habe beispielsweise Parlamentssprecher Mohammad Bagher Ghalibaf das Verhandlungsteam in Islamabad geleitet, ein früherer Luftwaffenkommandant der Revolutionsgarden. Das verhärte die Verhandlungspositionen, sei aber auch ein Vorteil, so Ali Weiss. This negotiating team, I think, has more authority than has been the case ever in the past, because denn dieses Verhandlungsteam habe mehr Autorität als jedes frühere, eben weil es das Vertrauen der Revolutionsgarden genieße. Es habe deshalb mehr Handlungsspielraum und sei in der Lage, Vereinbarungen umzusetzen. Dass es nun nach der ersten Verhandlungsrunde zu keiner Einigung gekommen ist, überrascht nicht. Schließlich sitzen nun die Hardliner am Tisch. Der Iran werde weiterhin den Verkehr durch die Straße von Hormuz kontrollieren wollen, sagt Ali Weiss. And this is now a leverage that Iran has learned how to use, and it is not going to easily give it away. Seinen Einfluss auf die Weltmärkte werde Teheran nun nicht ohne maßgebliche Zugeständnisse seitens der USA aus der Hand geben. Immerhin einen kleinen, aber wichtigen Erfolg gebe es, ist sich der Experte Ali Weiss sicher. The Iran and the US do not want to go back to the war because it was extremely costly for them, and the next rung in the escalation ladder has the risk of spiraling out of control. Weder der Iran noch die USA hätten Interesse an einem Wiederaufflammen des Krieges. Diese sei für beide Seiten zu kostspielig gewesen. Zudem sei das Risiko einer unkontrollierbaren Eskalation zu groß. Hardliner hin oder her, eine Rückkehr zum offenen Krieg ist keine wünschenswerte Option für den Iran. Wir haben es zuvor in der Sendung von USA-Korrespondentin Barbara Golpi gehört. Die nationale Politik in den USA ist gespalten und das gilt nicht nur für den Iran-Krieg. Ein Zusammenspannen über Parteigrenzen hinweg ist in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden. Derweil funktioniert die überparteiliche Zusammenarbeit in den einzelnen Bundesstaaten oft besser. Auch dank eines Zusammenschlusses sämtlicher 50 Parlamente der Gliedstaaten, der National Conference of State Legislators. Eine Delegation dieser Konferenz hat diese Woche die Schweiz besucht. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner hat die US-Politiker begleitet bei einer Führung durchs Landesmuseum. Die Direktorin Denise Tonella höchstpersönlich führt die US-Delegation durch ihr Landesmuseum und streicht dabei die Ähnlichkeiten der beiden Länder hervor. For the first constitution, Swiss Constitution, the US Constitution has been very inspiring. And that's why scholars, for example, speak of the sister republics. Schwesterrepubliken seien die USA und die Schweiz. Unsere Verfassung inspiriert von der amerikanischen. Und inspirieren lassen könnten wir uns auch davon, wie die Parlamente der 50 Bundesstaaten in den USA zusammenarbeiten, findet Beat Habecker, Präsident des Zürcher Kantonsrats. Er hat die US-Delegation in die Schweiz eingeladen. Wir glauben, dass dies auch für die Schweiz ein Vorbild sein kann. Denn in den USA gibt es seit mehr als 50 Jahren die NCSL. Diese Konferenz fördert die überparteiliche Kooperation aller Parlamente in den Bundesstaaten. Wayne Harper ist Republikaner, Senator im Bundesstaat Utah und ehemaliger Präsident der NCSL. Er betont: Was viele Leute nicht sehen, ist, dass in den Bundesstaaten 85% aller Gesetze einstimmig verabschiedet werden. In Bereichen wie Bildung, Verkehr, öffentliche Sicherheit, da geht es nicht um die politische Haltung, sondern darum, Lösungen zu finden. Anders als oft dargestellt, arbeiteten die Parteien in den Parlamenten der Bundesstaaten sehr gut zusammen, anders als auf nationaler Ebene in Washington, so Senator Wayne Harper aus Utah. On the national level,
Auf nationaler Ebene gibt es andere Prioritäten. Die Politik sollte die beste Lösung fürs Land suchen. Die meisten machen das auch. Doch es gibt starke Parteiinteressen. Wir versuchen das zu verhindern und besser zu arbeiten in den Bundesstaaten. Die NCSL spiele dabei eine wichtige Rolle. In dieser Konferenz wechseln sich die Präsidenten jährlich ab. Auf einen Republikaner folgt ein Demokrat. Aktuell steht Marcus C. Evans Jr. an der Spitze. Der Demokrat lebt in Chicago und ist Mitglied im Parlament von Illinois. Er erklärt die Rolle dieser Konferenz. Ob in Oklahoma, Texas, New York oder Kalifornien, wir wollen in jedem Parlament helfen, besser arbeiten zu können. Die staatlichen Abläufe müssen effizient funktionieren. Und die NCSL hilft dabei, effizient zu arbeiten, indem sie Informationen bereitstellt. Bei den meisten Dingen sind wir uns einig, also lasst uns die Gemeinsamkeiten stärken. Gemeinsame Interessen bündeln und voneinander lernen. Das wünscht sich auch Beat Habecker, Präsident des Zürcher Kantonsrates. Der FDP-Politiker präsidiert zugleich die wenig bekannte interkantonale Legislativkonferenz. Er könnte sich gut vorstellen, diese nach dem Modell der NCSL auszubauen. Unsere Idee ist es, dass wir voneinander lernen, dass wir Ideen austauschen und dass wir eben nicht in jedem Kanton dann alles wieder neu erfinden müssen. Und ich glaube, diese Idee, die in den Gliedstaaten der USA geboren wurde, die können wir auch in der Schweiz fruchtbar nutzen. Und so ließe sich die Schweiz einmal mehr von ihrer amerikanischen Schwesterrepublik inspirieren, einem föderalen System, in dem die Politik zumindest dort weniger polarisiert ist, wo konkrete Probleme gelöst werden müssen. Dominik Steiner. Zum Schluss ein Blick auf die Resultate der Fußball-Super League der Männer von heute Nachmittag. Luzern und der FC St. Gallen trennen sich unentschieden, 2:2. Auch beim Spiel der Berner Young Boys gegen Servette gab es ein Unentschieden, 1:1. Und der FC Sion schlägt Lausanne Sport mit 3:0. Das war das Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18:26 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Zita Affentranger, für die Nachrichten Corinna Heinzmann, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.